War da nicht ein Mauersegler? Rudolf Leitls Passion sind Tiere und Pflanzen, die Natur. Darin kann er ganz aufgehen. Ich bin auf einen Felskopf gestiegen und plötzlich ist ganz nah über mir der Fischadler. Und dann kommt, zack, eine Attacke, hasst der Wanderfalke auf den Fischadler. Und das war also so nah neben mir, das war so beeindruckend. Der kleine Falke jagt den großen Adler. Für Rudolf Leitl ein Geschehen, in dem er alles um sich herum vergessen kann. Ich bin nicht mehr als Mensch, als Rudi, sondern ich bin das, was ich sehe. Das gibt total viel Energie. Doch sein Alltag sieht ganz anders aus. Als Gebietsbetreuer für die Naturschutzgebiete im Amberg-Sulzbacher Land kümmert er sich zwar um seltene Fledermäuse und Luchse und gibt jungen Leuten Schulungen zur Natur, doch das meist nicht draußen, sondern am Schreibtisch, am PC. Es kann schon sein, dass ich 20, 30 Fenster offen habe. Ich hetze dann oft von Termin zu Termin. Sehr auseinanderliegend und begrenzt sind die kostbaren Naturgebiete. Hier eine Flussaue, dort ein Berg, da ein Truppenübungsplatz. Rudolf Leitl muss deshalb viel fahren. Mit 20 ist er vor einem solchen Schreibtisch- und Fahrjob geradezu geflohen. Da hatte er gerade ein Jahr studiert, in Regensburg. Irgendwie habe ich gemerkt, das passt jetzt nicht. Jetzt muss ich mal richtig in die Natur aussehen. 1985 zog er dahin, wo er aufgewachsen war, in die Oberpfalz, mitten in den Wald. Da hat es mich einfach hingezogen. Also einfach draußen sein, da war ich von den Menschen halt übersättigt. Er baute sich eine Blockhütte, aß Wurzeln, Pilze und selbstgeschossene Rehe, heizte mit Holz und fühlte, wie er immer mehr dazugehörte. Er sich verbinden konnte mit der Natur. Da fließt das Bacherl, da setzen die Feuersalamander jetzt früher ihre Larven ab. Das sind einfach meine Freunde. Also ich habe einen Bezug zu der Natur, die auch hier ist. Darum fahre ich gar nicht fort, weil da sind lauter unbekannte Wesen. Und hier habe ich einfach alle, die ich kenne, die ich jedes Jahr besuchen kann. Und das ist dann sowas, weil ich sage, ja, das ist ein Seelenort. Doch nach und nach wurde ihm klar, ohne Essen und Kleidung aus dem Dorf ging es nicht. Und einsam war es. Und dann habe ich einfach gemerkt, der Mensch braucht Menschen, um Mensch zu sein. Er verließ den Wald, ging nach München und begann da eine Ausbildung zum Bauzeichner und studierte Forstwirtschaft. In der Zeit erkannte er für sich: Ich habe immer gedacht, man kann bloß in der Heimat oder so praktisch so Seelenorte finden. Das stimmt nicht. Man kann auch woanders hinkommen. Hauptsache, man übernimmt auch so eine gewisse Verantwortung dafür. Genau diese Chance ergab sich für Rudi Leitl in seiner Heimat, der Oberpfalz. Dort konnte er als Gebietsbetreuer arbeiten. Und da war die einstige Landwirtschaft seiner Familie. Die Eltern hatten die Felder einem Landwirt aus der Umgebung verpachtet. Der bewirtschaftete sie konventionell. Extrem intensiv mit entsprechendem Düngemittel- und Spritzmitteleinsatz. Und das hat mir einfach wehgetan, dass auf diesen Flächen, die früher voller Leben waren, wo Blindschleichen, Kreuzarten, Kiebitz, alles hat drauf gelebt. Und jetzt war das dann, wenn man hier sieht, hier ist nur eine Pflanzenart, der Mais. Rudi Leitl brachte seine Eltern dazu, die Felder wieder selber zu bewirtschaften, ohne Dünger und Giftstoffe. Gemeinsam machten sie aus dem Maisacker eine Wiese mit Obstbäumen, Tümpeln und Hecken. Und bald waren wieder Tiere und Pflanzen da. Dort fand Rudi Leitl eine zweite Seelenlandschaft nach dem Wald und kann auch hier sehr gut tun, was er am liebsten macht. Mich auflösen. Also einfach so lange draußen sein und einfach nur wahrnehmen. Und irgendwann mal ist man selbst gar nicht mehr da. Und auch für die Natur nicht mehr. Und dann zeigt sie sich einem ganz anders. Das ist eine Harmonie, die einfach wohltuend für die Seele ist. Wenn er sich eins fühlt mit der Natur, dann ist Rudolf Leitl in seiner Seelenlandschaft angekommen. Normalerweise kenne ich schon alle Vögel, aber das war
ja ganz kurios. Heute kann Rudolf in jedes kleinste Stückchen Natur eintauchen, seinen Seelenort finden, sogar in der Stadt.